Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Das mal ein bisschen mit Gaming-Material, Gaming-Video und Sound. Hoffe, kriegen es noch auf die Reihe mit dem Zusammenmixen. Merci vielmals für die coolen Kommentare auf das letzte Video. Ist eh nice, habe jetzt gerade wieder mal einen kleinen Zeitslot, wo ich doch auch 1-2 Videos machen kann und das mal auch ein bisschen ausführlicher. Das Gameplay, das ihr seht, wird von Games auf dem Switch sein. Und weil ich noch nie wirklich so Games, die auch von Nintendo halt in irgendeiner Form beeinflusst werden, auf ihrer Konsole am Laufen sind, auf den Channel gestellt, weiss ich nicht genau, was abgeht. Es kann sein, dass irgendeine vor dem Video, mit dem Video, nach dem Video noch Werbung geschaltet wird von irgendjemandem. Mit dem hat ich auf jeden Fall nichts zu tun. Alright, starten wir doch hier mal mit dem Fast Racing RMX, so einen futuristischen Racer für eine Switch. Original auf dem Wii U hat es da auch gegeben. Ich spiele immer wieder gerne zwischendurch. Jetzt haben sie gerade ein paar neue Strecken released. Also Big Up auch an die Entwickler, damit das Game, oder Big Up an die Entwickler, weil sie das Game up to date halten, so mit neuem Content versorgen. Das ist natürlich gerne ein gutes Zeichen. Hey. Sehr ein abgefahrenes Game, ein sehr schnelles Game. Aber wie gesagt, perfekt. Und auch im Handheld-Modus funktioniert das wunderbar. Ich spiele jetzt hier im Docked-Mode auf dem Screen mit dem Pro-Controller. Schön abgeschöpft. Aber wie gesagt, auch wenn ich den Switch im Handheld-Modus unterwegs brauche, funktioniert das Game ausgezeichnet. Wie so viele andere auch. Und auf der Switch möchte ich dann später noch kurz eingehen. Vorher noch ein bisschen gerade zum Metroid, das ich ja vorgestellt habe. Ich habe jetzt 4-5 Stunden gespielt, bin in der vierten Welt in diesem Sinn. Und es ist halt wirklich richtig cool. Es ist halt wirklich ein super Game. Der Begriff Metroidvania ist ja sehr scheiße oft verwendet heute. Aber ja, es hat halt auch seinen Ursprung so ein bisschen genommen mit diesen Metroid Games. Und Castlevania. Wow. Und rein von dem her kann man das hier schon verwenden. Man kann am Anfang noch nicht alles vor der Welt betreten, muss immer wieder neue Skills finden, Gegner besiegen und so kommt man dann immer weiter und tiefer in die Welt rein und das ist halt schon noch ein cooles Prinzip, finde ich. Super Grafik, der 3D-Effekt ist richtig beeindruckend zum Teil, wirklich, wirklich gut gemacht. Sound ist nice, Gameplay ist nice, schön flüssig, eben cool modernisiert mit verschiedenen neuen Kniffen. Und das ist halt in dem Sinne auch viel einfacher, auch gerade mit den Amiibos, aber auch ohne. Man kann immer so einen Suchbeam rausschicken und Zeug, die einem früher halt wirklich noch nicht gezeigt wurde, wird mir jetzt sanft darauf hingewiesen. Also es ist in dem Sinne auch wirklich modernisiert worden, was aber auch gut ist. Man sucht dann nicht mehr ewig, bis man findet, was man halt laut Missionsbeschreibung als nächstes machen sollte. Und es wird einem ja auch nicht immer ganz klar gesagt, was man muss machen, was man als nächstes in Angriff nehmen, was auch so ein bisschen ein offenes Spielgefühl zulässt. Das habe ich da schön reingesetzt. Ich hoffe, dass ich gleich noch dritten Platz werde. Ja, kurz vor dem Ziel noch. Verkackt ist fast so wie Mario Kart, nur die blaue Schildkröte bekommen für den ersten Platz. Ja, darum das Metroid auf dem 3DS, absolutes Top-Game, finde ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und wer noch 3DS spielt und auf so Spiele grundsätzlich eben auch steht, absolute Kaufempfehlung. Jetzt würde ich hier noch schnell die letzte Runde fahren. Scorpio Mine heisst sie in diesem Fall, ja. Und kann vielleicht noch kurz ein bisschen vom Ghost Recon Wildlands erzählen. Das ist ja im März rausgekommen, wo das Horizon Zero Dawn ist rausgekommen, wo der Switch ist rausgekommen mit dem Zelda Breath of the Wild, wo der Sohnemann ist geboren wurde. Und dort hatte ich bei weitem halt keine Zeit gehabt, das Wildlands auch noch zu spielen. Ich habe einiges Positives gehört. Die Reviews waren ja so ein bisschen durchwachsen, aber seien wir ehrlich, gewisse Leute haben einfach auch ein bisschen das Problem mit Ubisoft Games. Und ich kann das zum Teil nachvollziehen. Aber mir gefallen die öfters eben schon noch gut. Und jetzt hat es ja vor ein paar Wochen die Möglichkeit gegeben, 10 Stunden oder 5 Stunden, das geht mit diesen Steinen, gratis können zu spielen. Und das haben wir dann auch ausprobiert. Der Trap, der Quasti und der ISO. Und es ist nicht immer so einfach, alle 4 zusammenzubringen, haben wir gemerkt.
Und die 5 Stunden waren relativ schnell durch gewesen, aber wir haben dann alle gesagt, hey wow, das Game ziehen wir uns. Lustigerweise war es dann nicht einmal im Sale gewesen, auf dem PlayStation Network. Das wäre gerade eine gute Gelegenheit gewesen, finde ich. Mittlerweile ist es ja lustigerweise, aber wir haben dann einfach irgendwie auf Ricardo oder so für 40 oder noch weniger das Ding gesteigert und haben seither eigentlich ziemlich viel Spass gehabt mit diesem Game. Und ich spiele es auch öfters im Solo-Modus, weil diese nicht so viel Zeit haben, was auch noch interessant ist, wenn man seinen Computerunterstützer Befehle geben kann. Aber eben auch mit menschlichen Mitspielern ist es natürlich viel spassiger, das ist keine Frage, das weiss jeder von euch. Je nachdem, was einem passiert oder wie man gewisse Sachen herbekommt oder eben nicht herbekommt, ist es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ja, es hat mich nur erstaunt, weil ich finde es wirklich ein ausgezeichnetes Game. Ich spiele es auf der PlayStation 4 Pro, also dort ist die Auflösung glaube ich noch ein Mühe besser. Sieht stellenweise wirklich atemberaubend aus. Wirklich ausgezeichnet, auch von Lichtstimmung, das Wetter, alles zusammen. Und klar, die meisten haben es sicher schon vor einem halben Jahr gespielt, aber das Game gibt mir jetzt zwischendurch auch immer wieder ein paar vergnügliche Stunden. Und rein von dem her bin ich dort jetzt auch schon einige Wochen dran in dem Sinn. Sicher nicht ultra intensiv und immer wieder abwechselnd mit anderen Games, aber Ghost Recon Wildlands finde ich ein absolutes Top-Game und verdient ist es glaube ich auch das bestverkaufte Ubisoft-Game von diesem Jahr. Sehr schön. Ja, yeah, jetzt habe ich es hier immerhin auf den 3. Platz geschafft und es sieht gerade so aus als cool. Dann hätte ich es nur auf den 2. geschafft, easy. Ich bin aber zufrieden, wenn es dann auf den 3. lenkt. Und so kommt man auch in den Meisterschaften weiter bei diesem Game. Sehr cooles Game. Nächstes Thema, das ich noch kurz ansprechen möchte. Im letzten Nintendo Direct haben sie ja wieder einige coole Games vorgestellt, aber etwas, das mich wirklich fast von den Socken gehauen hat, ist, dass jetzt das Doom Ende Jahr für eine Switch rauskommt. Und ich bin richtig gespannt, wie sie es umsetzen. Machen sie es auch so wie beim NBA 2K18, dass es halt nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, anstatt mit 60. Was ziemlich schade wäre bei so einem schnellen Twitch-Shooter auch. Aber wenn es das muss sein, um es auf dem Switch zum Laufen zu bringen, let's give it a try. Aber vielleicht schaffen sie es auch mit 60 und halt die Bildqualität ziemlich abschrauben. Es wird sich zeigen. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Ich werde jetzt Doom ein 3. Mal kaufen und ein 3. Mal durchspielen. Und was dann natürlich auch noch schön ist, dass dann das Wolfenstein 2 der nächste Jahr auch für den Switch erscheint. Vermutlich mit, ich sage jetzt einfach mal, 4 bis 6 Monate Verspätung. Ausser es kommt schon gerade im Januar. Aber immerhin, 2 ganz geile Games, die für den Switch erscheinen, die auch ein bisschen für erwachsene Spieler gedacht sind, eigentlich gar nicht für Kinder. Und rein von dem her top für die ganze Switch-Community, die ganze Plattform. Ein gutes Zeichen, dass Bethesda so gut das unterstützt und dadurch eben auch die Games, die halt erhältlich sind, ein bisschen abwechslungsreicher machen. Es gibt dann nicht nur die typischen Nintendo-Spiele, sondern halt, wie anfänglich gesagt, auch Games für Erwachsene. Ich kann es kaum erwarten, das Doom dann auch im Handheld-Modus spielen, wenn du irgendwann unterwegs bist oder irgendwann wirklich warten musst. Wirklich eine super Sache. Mittlerweile seht ihr im Hintergrund, sind wir bei Mario & Rabbids angelangt. Das ist ja von Ubisoft mit den lustigen Häschen und den Mario-Figuren vereint. Massive Spoiler für die es noch am Spielen sind, noch spielen. Ich bin jetzt mittlerweile in der 4. Welt, das ist glaube ich auch die letzte. Ja, seht ihr 75%. Und rein von dem her sieht man vielleicht das eine oder das andere, das man dann noch selber möchte erleben möchte, aber für die es halt nicht so spielen, was eigentlich schade ist. Ja, hier wäre jetzt ein Einblick, da sind wir irgendwann ganz tief in der Welt von Bowser Jr. Und das Gameprinzip ist ja so ein bisschen wie XCOM. Ihr kennt das noch von früher, Battle Island, so die Games, die halt einfach rundenbasierend erziehst. Der Vorteil ist aber bei Mario & Rabbids, dass es sehr dynamisch ist. Man kann sehr weite Distanzen zurücklegen mit diesen Sprüngen, mit dem Sliden. Ist eine sehr interessante Geschichte, weil bei anderen solchen Games ist es meistens ein bisschen mühsam vorwärts zu kommen. Und ja, da wären wir jetzt gerade beim Fight. Ihr seht, ich habe die 2 Peaches bei mir im Team. Der Mario ist immer obligatorisch als Anführer. Und
Die Rabbit Peach ist eine gute Heilerin mit einer Distanzwaffe und die richtige Peach ist auch eine gute Heilerin mit einer Bombe. Und die haben sich eigentlich ziemlich gut in der letzten bewährt. Ich bin immer so ein bisschen am Hin und Her switchen. Ihr seht, es gibt auch noch den Rabbit Luigi, der noch einen Raketenwerfer als zweite Waffe hat, der auch noch gäbig ist. Der Luigi selber hat einen Sniper, der auch noch sehr, sehr gäbig ist. Er hat auch den Eisenblick, der Gegner angreifen kann, wenn es gar nicht meine Runde ist, sondern die vom Gegner, wenn sich der Gegner also bewegt. Das Fiese ist einfach, dass er nur extrem wenig Leben hat. Und ja, wenn es ein bisschen hart wird, ist es halt noch nachteilig, wenn man eine Figur auswählt, die eben nicht viele Lebenspunkte hat. Der Mario Rabbit ist ein geiler Sieg. Er spielt immer so ein bisschen sehr cool. Allgemein finde ich den Humor eigentlich schon noch nice. Ja, der ist eigentlich auch in Ordnung, hat auch eine Pumpe, kann Gegner auch zu sich herziehen mit seinem Magnettanz, ist eigentlich noch gut, ja voll, da einige Lebenspunkte. Dann sie, Peach hat halt richtig viel Lebens- oder Kraftpunkte. Sie kann mit dem Prinzessinnenblick eben Gegner angreifen, wenn es gar nicht unser Zug ist. Sie hat eben die Pumpe, die ziemlich auch Gebietsschaden machen kann. Und ja, der Rabbit Yoshi ist ein lustiges Kerl, er hat so ein Maschinengewehr, das Donnerlittchen, aber irgendwie, ausser sein amüsant Aussehen, habe ich sonst noch nicht so viel mit anfangen. Und der letzte, den ich noch freischalten darf, ihr seht es ja so ein bisschen am Schatten, ist auch der normale Yoshi. Habe ich aber jetzt noch nicht gefunden. Das Ganze kann man dann halt einfach mit Waffen ausrüsten, das Team mit Primär- und Sekundärwaffen. Da gibt es unterschiedliche Hammer, Bomben, eben Raketenwerfer. Und dann gibt es noch die Fertigkeitsbäume, wo man halt Charakter noch sehr stark auch individualisieren kann. Es ist also in dem Sinn eine schöne Möglichkeit, das zu zocken. Es gibt aber auch immer so den Einfachmodus, für die, die sich noch nicht so auskennen. Beim Fertigkeitsbaum kann man auch das Game Fertigkeitspunkte verteilen. Also es ist nicht so, dass man irgendjemandem so ein bisschen Angst machen möchte, sondern man wird sehr sanft in das Genre eingeführt. Was auf jeden Fall cool ist, jetzt hier, das letzte Mal echt, ich musste noch einen Gegner müssen killen, dann hat es geschafft und dann bin ich wieder mal ein bisschen übermütig geworden und haben sie mich genommen. Jetzt das Spezielle hier an dieser Map ist eigentlich, dass wir hier die grossen Bambams haben, die Lava-Grobianen, die können nicht so weit laufen, sie können nur einen Nahkampf, dort aber ganz heftig und es ist auch so, dass sie, wenn sie angeschossen werden, laufen sie auf einen zu. Selbst wenn sie noch nicht dran sind, also das muss man auch beachten. Und dann hier weiter oben hat es die normalen Gegner, die einfach Distanzschüsse abführen können, die man am besten auch gerade eliminieren, damit man auch nicht immer konstant halt eben irgendwie von der Seite angegriffen wird, weil Grobianen können, wie gesagt, nur laufen und dann noch Kampfangriff ausführen. Jetzt können wir hier über die Röhre durchziehen, können hier in den reinsliden, können uns hier hinter der Deckung verstecken, wenn wir das so wollen, aber wir wollen das, genau. Und ihr seht, ich bin schon richtig weit gelaufen, habe richtig viel machen und das ist eigentlich das Coole an Mario & Rabbids, dass es wirklich sehr dynamisch ist. Jetzt können wir entweder das Schießen oder eine von unseren Spezialfähigkeiten aktivieren. Hier würde ich sonst jetzt gerade ihre Pumpe in dem Sinn für jegliche Bewegungen vom Gegner aktivieren und dann können wir dann vielleicht auch ein bisschen die Zange nehmen. Jetzt haben wir hier Rabbit Peach. Ah, Scheiße, das ist ein bisschen schade, jetzt kann ich nicht einmal so weit ziehen. Vielleicht den Mario. Wo haben wir ihn? Hier. Oh nicht. Damn, der Plan geht jetzt gar nicht auf. Also, aber wir tun hier am Rand. Schießen dann auf den Grobian. Der Grobian wird dann auf uns zusäckeln und dann wird dann wiederum Peach ballern. Ich ihn jetzt aber schon in den Verteidigungsmodus, damit wir auch noch einen zweiten Schuss abgeben könnten. Ja, jetzt seht ihr mal ein bisschen, wie das abläuft. Ich schieße hier. Er läuft jetzt auf Mario zu. Peach schießt. Bang! Mario schießt. Und der Keim ist weg. Ja, das ist ja voll easy gelaufen. Das heisst, wir können jetzt hier mit der Rabbit Peach noch ein bisschen näher zu diesen Gegnern herziehen, die
wir eigentlich als momentan das Primärziel haben. Treffen kann ich es echt von hier. Ja, tipptopp. Jetzt könnte ich hier auch das Panzerkistchen losfahren. Aber ich würde sagen, wir machen mal schnell einen Pistolenangriff. Leider keinen kritischen Schaden gemacht und jetzt kann ich hier noch das Schutzschild aktivieren, wo ich alle paar Runden dann einschalten kann, wo mir hilft, gegnerischen Schaden zu verringern. Jetzt können wir schnell schauen, ob es hier mit der Handgranate etwas wird. Ja, tatsächlich. Daisy hat natürlich so eine kleine Duck-Granate dabei. Logisch, oder? Alright. Ist eigentlich ein einfaches Level, auch wenn ich das letzte Mal abgekratzt bin. Es ist grundsätzlich so, dass man am besten, und das habe ich dann gelernt aus meinen Fehlern, oben eben die Gegner fertig macht, die schiessen können, weil spawnen tun dann nur noch die Grobianen. Und die kann man eigentlich ziemlich gut dann, hinter sich herziehen. Wie im Call of Duty Zombies. Und dann auch gäbig abkassieren mit Gruppenangriffen. Ihr werdet es dann sehen. Das kann man ein bisschen beschleunigen, die gegnerischen Moves, dass man nicht ganz so lange warten muss. Ja, und so hat man dann eigentlich ein ausgezeichnetes Game. Ich liebe es. Es ist sicher nicht für alle gemacht, weil nur schon das Rundenbasierende ist halt auch etwas Spezielles. Aber wie gesagt, ich finde es wirklich sensationell. Das hat mir immer schon gut gefallen. Ja, yeah, jetzt sind wir hier so ein bisschen im Dilemma halt mit Mario, aber wir können eigentlich grundsätzlich da raufjumpen. Und können dann den Hinter-Rabbit angreifen. Ja. Yeah. Das Gute ist auch, es ist nicht so wie im XCOM, wo du irgendwie 37% Trefferwahrscheinlichkeit hast oder 99% Trefferwahrscheinlichkeit, dann triffst du den Gegner gleich nicht. So solche Spielereien gibt es hier nicht. Du bist entweder offen, hinter einer Deckung, tief oder hoch oder halt einfach nicht zu treffen. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man hier antrifft. Oh Mann, das ist mühsam. Die echte Peach hat noch so einen schönen Hüpfer, der die Gegner nicht betrifft, aber die eigenen Leute heilen. Und der Hase war hier schön in seinem Schutzschild drin. Das bringt mir jetzt aber nichts, weil wir es jetzt mit der Peach knacken und die Rabbit Peach wird mir dann hoffentlich gerade noch den Rest geben. Zwischengegner und Levelbosse sind auch sehr cool gemacht, sehr vielseitig, sehr unterhaltsam, aber auch wieder humorvoll. Ich bin wirklich erstaunt, Ubisoft hat es tatsächlich geschafft mit diesem Game. Und ich hoffe, dass es sich gut verkauft, dass wir sicher da auch einen gebürtigen Nachfolger bekommen. Weil was ein bisschen schade ist, ja, die Rayman Definitive Edition für die Switch, die ist definitiv nicht definitiv, weil sie läuft eigentlich ein weniger gut als die anderen Versionen. Und dann musst du dann auch wieder sagen, das ist ja eigentlich ein bisschen schade, wenn man dann sagt, hey, das ist das Beste, was ihr haben in Bezug auf das Game. Yeah. Alright, jetzt müssen wir uns noch kurz überlegen, was wir machen wollen. Wir können hier verschiedene Ziele angreifen. Am besten den hier unten, weil ihr seht es jetzt gerade, er wird dann auf uns zustürmen. Der muss aber so einen weiten Weg, yes, noch kritischen Schaden gemacht, so einen weiten Weg zurücklegen, dass er an und für sich uns gar nicht machen kann. Und der Vorteil ist jetzt auch, weil er aus der Map rausgefallen und halt wieder auf der Map gespawnt wurde. Oh fuck, schau, da kommen sie jetzt auch gerade. Ist er unfähig sich zu bewegen. Das ist sehr gäbig. Also jetzt muss ich möglichst weit wegkommen hier. Das ist jetzt eigentlich immer das Ziel, schauen, dass man eine grosse Distanz zwischen sich und die Grobianen bringen kann. Ich könnte jetzt aber durchs Rohr in den Cape reinsliden und dann wieder zurück so. Aber das ist nicht zu empfehlen, weil zum Zurückkommen kann ich nicht das gleiche Rohr mit einem anderes Rohr verwenden oder jemanden zum Jumpen brauchen. Was ich aber machen kann, und das habe ich schon immer sehr gerne, wäre jetzt hier in diesem Fall mit der Peach.
bisschen in Deckung. Wenn wir jetzt die abschießen, können wir die gerade durch die Röhre drauf. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Wenn wir die abschießen, kommen wir sich ein bisschen näher, aber das sollte noch kein Problem sein. Also let's try. Es nerven sich beide, kommen, genau. Ja, voll heilige Scheiße. Von denen möchte ich auch nicht zusammengeschlagen werden. Macht mal Schadensminimierung. Wir sollten zwar keinen Schaden erfahren, aber ja, es schadet sicher nicht, wenn man ein bisschen weniger aufs Maul bekommt. Also das kann ich machen hier, mit Mario dem auf den Herz jumpen. Oh nein, das kann ich nicht machen. Das Problem ist nämlich, dass er dann, wie erwähnt, nicht mehr zurückkommt. Scheiße. Und da? Nein, das geht auch nicht. Oh fuck. Ja, zum Teil sind es die schönsten Pläne, die sich nachher in die Luft auflösen. Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt niemand von denen anschießen. Darum, was wir jetzt machen, ist, verpissen wir uns frühzeitig, suchen uns hier unten eine gute Gelegenheit zum Angreifen. Und dann muss das länger. Yeah. Weil es läuft so schnell, dass man kurzzeitig einen Angriff startet und er aufs Übelste dafür bestraft wird. Oh nein, apropos, ja, zieht nach seinen Scheiße. Das macht richtig Schaden. Jetzt hat sie noch einen Tinte-Effekt, das heisst irgendwie, dass sie auch nicht schießen oder ihre Spezialfähigkeit brauchen kann. Hey, aber das habe ich jetzt komplett unterschätzt. Hey. Crap, ich habe gemeint, ich kann ein Feld weniger beiziehen. Ja, aber eben, das war es dann auch schon. Cool. Und jetzt muss ich mich definitiv verziehen und auch heilen. Ja, die kommen jetzt auch noch. Das Ziel ist auch noch, jeweils das Level in einer gewissen Anzahl an Zügen zu schaffen. Das stellen wir jetzt hier nicht ganz so einfach vor. Sollen wir 4 Züge sollen wir es schaffen? Yes, es geht. Aber ja. Nein! Oh mein Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, die ist tot. Da gibt es nichts mehr zu retten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, geht ich das so an ihrem Herz dran katapultieren. Damit dass sie wenigstens noch schießen kann. Dann halt hier landen und dann auch sterben. Ja. Also beide Peaches down. Hey, das glaube ich jetzt nicht. Also bevor du stirbst, gibt es nur noch eins. Defense aktivieren. Und jetzt Pumpe aktivieren. Das wäre nicht echt schade, nur da. So, der ist ein schöner, dann haben wir 3 Schaden. Gut. Let's try. Das hat schön Damage gemacht, aber jetzt werden die zum Glück noch angeschossen. Vielleicht wird Peach jetzt auch noch getroffen. Hey, nein, jetzt habe ich Peach auch noch bereicht. Scheiße. Sorry fürs Fluchen. Und jetzt macht es Klick-Klack. Und er trifft das sein ganze Team auch noch. Aber Peach ist natürlich down, ja. Nein. Hier noch grossartig erzählt, wie einfach das jetzt ist. Weil ich es beim ersten Mal verkackt habe und etwas daraus gelernt habe. Also jetzt müssen wir zuerst mal noch schnell den Rabbit Peach befreien. Ja, wobei, nein, das ist eigentlich egal. Jetzt schauen wir, dass wir hier die ganze Meute in die Luft sprengen können. Dann gehen wir seitlich rein. Ja, immerhin 3 erledigt. Jetzt wird der vermutlich... Ah nein, es hat auch gerade nicht gelangt. Cool. Ich muss nur noch 2 killen. Das sieht gerade so aus, als könnte ich mich wieder hier rauf bewegen. Hey, das ist jetzt... Ja, schon nicht optimal gelaufen. Ich gebe es zu. Aber trotz dem kapitalen Fehler von dem falsch drücken, das ist halt einer der Nachteile, man kann keine Züge rückgängig machen. Das wäre noch gäbig. Hat es jetzt gleich gelangt?
die sicher zu besiegen. Respekt. Ja, die glauben, der baut sie jetzt gerade weg so, und das wäre dann der 9 gewesen, oder? Yes. Yes! So schnell hat sich das Blatt gewendet. Ja, cool. Ich habe es leider eben nur mit Verlust geschafft, aber immerhin eins weiter. Man kann jetzt jederzeit auch den Charakter wieder auswechseln, weil Peach hat jetzt nur 10 Leben, das heisst, das könnte noch ziemlich schmerzhaft werden in der nächsten Runde. Und dann zwischen den Kämpfen gibt es auch immer so kleine, Rätsel ist schon fast ein bisschen zu viel gesagt, aber halt Möglichkeiten, noch so ein bisschen mit der Umgebung zu interagieren. Es ist dann auch so, dass man über die Zeit neue Fähigkeiten freischaltet, zum Beispiel jetzt eben die Kiste so zu zerschlagen, habe ich nicht von Anfang an können, und so lohnt es sich dann auch wieder in die Welten zurückzukehren, wo man schon mal war. Es gibt die ersten Collectibles. Ja, es ist auch so ein bisschen typisch Gamer-Zeug, oder? Ohne jetzt negativ zu tönen, wo man doch machen kann. Nein, jetzt bin ich schon wieder neu mit reingelaufen, wo ich nicht wollte. Ah, okay, das ist noch ein Rätsel. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen grösseres. Dann wird da immer sehr, sehr ausführlich erklärt, was man eigentlich als nächstes machen sollte. Damit es halt auch ein bisschen die Jüngeren schaffen, ohne jetzt irgendwie fies zu sein. Zum Teil brauche ich vielleicht länger als jemand, der noch so ein bisschen reifer ist. Mit Teenager-Jahren. Aber man wird wirklich gut an die Hand genommen. Sei es jetzt eben in Bezug auf die ganzen Ausrüstungsgegenstände, auf ein Skilltree, auch auf die Rätsel. Es ist ein gutes Game, das allen eine Chance gibt, das rundenbasierende mal anzuschauen. Und hier haben wir jetzt so Lavabrocken, die ich noch nicht crushen kann. Wenn ich das kann ich dann den Stein abschieben und unten auf den roten Schalter drauf tun, was dann wiederum mal irgendetwas bewirkt. Also, wie gesagt, man wird auch motiviert, zurückzukehren in die Levels, und für die, die halt so ein bisschen Lust haben, alles einzusammeln, ist das immer eine schöne Gelegenheit. Wenn der rote Schalter dann aktiviert wird, wird vermutlich die Kanone aufgehen, weil ihm dann irgendwann in ein Bonuslevel reinschießt. Also gute Sache. Ich denke, wir machen hier für oben für heute, weil das Rätsel genehmigere. Ja, oder wollen wir auch gleich? Ja. Mal, ich probiere es gleich. Das genehmigen wir uns jetzt noch. Jetzt tun wir hier auf die Podest. In verschiedenen Farben kann man auch Figuren drauf tun. Eine ist hier unten, die dafür sorgt, dass das aktiviert wird, wo wiederum dafür sorgt, dass sich Plattformen bewegen. Man kann also gespannt sein, was da alles rumliegt. What the fuck? Zum Teil ist es noch witzig, wie eben die Welt kombiniert wird. Aha, jetzt haben wir das schon mal gesehen, genau. Zwischen den Mario-Universen und Rabbids. Jetzt müssen wir noch schnell schauen. Irgendwie kann ich jetzt gar nichts machen. Ich müsste jetzt irgendeine Figur hier draufstellen können. Lustigerweise geht das Rohr uns nicht. Ich bräuchte also irgendeine Statue. Zum Teil findet man die schon ein bisschen in den Gebieten vorher. Das scheint mir jetzt hier aber nicht der Fall zu sein. Wenn ich jetzt... Aha, gut, über die grüne Plattform, alles klar. Hier hochlaufen, hier haben wir das Gelbe. Ich kann in das Rohr rein. Cool, hinten ist noch so ein Pilz, der ihm das Leben wieder zum Teil auffüllt. Mal schauen, wo uns das herführt. Okay. Also, das wäre also die erste Statue. Mal schauen. Komme ich dann noch wieder rauf? Wenn ich die abnehmen, die Plattform, ja genau. Wenn man mal schauen, aber ist es denn das jetzt schon? So könnte ich dann schon weiterziehen. Grundsätzlich möchte ich aber versuchen,
noch kurz die restlichen Boni abzukassieren. Was ist, wenn ich hier die grüne bewege? Alright, cool. Dann holen wir uns doch schnell den Pilz. Das geht so aber nicht. Gut. Dann brauchen wir also noch eine zweite. Dann hat man auch hier die Gelegenheit, das Blaue zu manipulieren. Das hat den Pilz ein bisschen runter, die ein bisschen rauf, die ein bisschen runter. Mann, ist das strange. Aber was ich jetzt sicher mache, ist mal das aufs Rote hauen, da habe ich immerhin schon eine zweite Statue. Okay. Nehmen wir die hier alle mit über. Ja genau, das habe ich gedacht. Wenn man jetzt das Blaue aktiviert, dann kann ich näher. Ich bin nicht ganz sicher, was ich machen will. Die aber wieder abnehmen. Mit dieser näher rauf zur grünen. Holy shit, irgendetwas geht da gar noch nicht auf. Nein, jetzt ist es ja zu weit unten. Für was ist echt die blaue überhaupt? Ja, ich habe echt gerade so ein bisschen einen Knüppel. Ha? Aber jetzt schauen wir noch kurz, gehen wir die blaue noch einmal holen, tun die dann auf die gelbe drauf. Damit es die Plattform absinkt, das heisst, wir können dann... Ah, da wäre auch noch eine. Aha. Das bringt mich jetzt aber richtig durcheinander. Wobei, vielleicht kann man die dann holen, wenn man die grüne runterschaut. Und dann das Blau aktivieren. Ja, so wird es sein. Also, jetzt kommt die hier drauf, gut. Dann gehen wir. Kann man durch das Rohr jetzt zurück? Nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey, lass jetzt mal schnell. Wir müssen die blaue aber schon aktiviert haben. Damit er das auf den Gau legen kann. Die grüne Leine zu verschieben bringt nichts. Die rote haben wir hier drauf. Jetzt schauen wir uns das noch einmal genau anschauen, was hier passiert. Blau, Pilz geht runter. Und die Plattform geht rauf, das heisst, ich komme jetzt von hier aus zur gelben. Das bringt mir aber einen Feuchten, weil wenn jetzt die rote wieder dran bleibt. Ich würde mir erlauben, hier kurz vorzuspülen. Oder das Gameplay komplett zu spülen. Hey, sorry zusammen. Wer hätte gedacht, dass ich diese kleine Herausforderung noch kurz meistern möchte? Das bedeutet, so ein Delay, hey, Jesus, nicht schlecht. Okay.
Ja, hier vorne haben wir jetzt die nächste Kampfarena, aber die tun jetzt definitiv nicht mehr machen. Hey, merci vielmals für die Geduld und das Zuhören. Hab vielleicht auch ein paar interessante Sachen mitbekommen. Und was mich jetzt für die es bis zum Schluss haben durchgehalten noch würde interessieren, was zockt ihr so momentan? Was für Games habt ihr auf dem Radar? Was werdet ihr im Oktober spielen? Das ist immer so ein bisschen der intensivste Monat vom Jahr, kann man fast sagen, mit all diesen Blockbustern, die rauskommen. Ich freue mich extrem auf den 27. Oktober, habe mich fürs Mario entschieden, habe mich fürs Wolfenstein 2 entschieden und habe mich leider gegen Assassin's Creed Origins entschieden, weil ja, seit dem Black Flag ist es eigentlich wieder mal eins, das mich würde interessieren, auch vom ganzen Setting her. Aber ich habe schlicht keine Zeit, 3 Games im Parallel zu spielen. Schon bei 2 wird das ziemlich hart. Aber ich nehme an, dass ich jetzt Mario mit der Kleinen wieder spielen und das Wolf ist dann natürlich für mich. Hey, habt's gut, schönes Weekend noch, guten Wochenstart. Tschüss zusammen.